Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute geht es mal um Lederhosen. Und zwar nicht um die Trachtenlederhose, sondern grundsätzlich um Lederhosen als Revoluzer-Gewand. Und im Anschluss gibt es dann noch ein Revoluzer-Lied, Hüttenmusi von mir, richtig brutal wildes mit Video. Ich habe mir heute ein bisschen Hilfsmittel geholt hier zum Spicken, damit ich in meiner absoluten Erzähl-Euphorie dann nicht so die ein oder andere Jahreszahl verwechsel. Und das wäre schade, weil es gibt nämlich sehr viel Historisches heute und es gibt sehr viel Mystisches zum Thema Lederhosen. Zum Trachtengewand, zum Revoluzer-Gewand, wie das entstanden ist, wie es wirklich entstanden ist. Nicht das, was euch so die Leute überall erzählen, wer es eingeführt hat und so, sondern tatsächlich die Lederhosen. Wir reden nicht über Tracht, sondern wir reden über die Entstehung und Entwicklung, über die bayerische Revoluzer Lederhosen. Das ist so der Plan von heute. Noch eine kleine Neuigkeit. Ich weiß es noch nicht, ob der Ton besser oder schlechter geworden ist. Ich habe mir nämlich ein neues Ansteckmikrofon gekauft. Stellt euch das kurz vor. Holy Land! Ich glaube Lark 2 oder 4 oder irgendwie sowas heißt. Ich verlinke euch das unten, wenn der Ton geil ist und euch interessiert ist, dann findet ihr das nämlich auch. Also es ist jetzt keine Werbung oder sonst irgendwas, aber das probiere ich heute gleich mal in diesem Video das allererste Mal aus. Deswegen wundert es euch nicht, wenn der Ton auf einmal anders ist. Wenn ich wesentlich entspannter spreche, weil ich nicht so schreien muss, weil das Mikrofon halt gleich hier ist und man hoffentlich so gut wie keine Nebengeräusche hört. Ja, und meine Angst ist natürlich, dass es ein bisschen zu clean klingt und dann gefällt mir das Ganze auch nicht mehr. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es ja richtig geil. Hier steht auch noch ein Haufen Zeug von meinem Bandprojekt. Wie gesagt, im Anschluss gibt es ein Video. Bandprojekt verlinke ich euch da oben. Da sind ein paar richtig coole Schwermetall bayerische Lieder dabei rausgekommen. Und die werdet ihr dann auch so nach und nach, denke ich mal, auf Spotify und auf YouTube. Und wer auch noch eine CD möchte, für den gibt es vielleicht sogar dann auch noch CDs. Gell? Also jetzt fangen wir mal an mit der allerersten Lederhose. Das Video ist natürlich sehr komprimiert, weil sonst könnte ich hier stundenlang was erzählen. Über die ganzen Geschichten, wie das mit der Hirschledernen so gekommen ist und dass das ja auch praktisch so eine lange Nase der Wilderer und Bauern gegenüber dem Adel war. Weil da war es so, bei der Wilderei musstest du in flagranti erwischt werden, ansonsten konnte man dir die Wilderei nicht nachweisen. Selbst wenn du das Tier oder das Leder oder das Fleisch oder sonst irgendwas, wenn sie das bei dir daheim gefunden haben, konnte dir nichts passieren. Also haben sie sich eine Lederhosen angezogen. Die ganzen adeligen kleinen Büberl, die sind natürlich dann rummarschiert und haben sich wichtig gemacht und haben dann ihre gepflegte, weiche, samtweiche Hirschlederhose haben die halt dann angehabt. Und die Bauern haben sich natürlich dann auch aus dem Hirsch Lederhosen gemacht und haben halt dann ihre dreckigen Finger dran geschmiert, damit man so richtig sieht, schaut's mal her, wir haben da überhaupt keinen Respekt davor, dass ihr eine Hirschlederne aus eurem nicht mal selbst gefangenen Tier wahrscheinlich machen lasst. Und wir machen das alles selber grob, wild, Finger an die Hose, uns ist das wurscht. Und wenn wir eine neue Lederhosen brauchen, gehen wir raus und schießen uns den nächsten Hirsch. Das war so die lange Nase dem Adel gegenüber. Und dann gab es natürlich auch noch der Kirche und so, aber da kommen wir jetzt drauf. Nur mal so ein kleiner Vorgeschmack, damit ihr wisst, was euch heute so erwartet. Das war meine allererste Lederhosen, also dieses Modell. Ich habe es Gott sei Dank nochmal gefunden. Es ist mittlerweile auch schon wieder schön speckig. Das habe ich zum Wellenreiten in Lacanau dabei gehabt und angehabt. Da haben sie uns dann irgendwie überfallen. Die Franzosen, die wollten. Und dann haben sie mir auch meine Lederhosen geklaut. Und das war ziemlich traurig eigentlich. Also, erste Lederhosen. Man sammelt die halt übers Leben. Weil man hat einfach kurze Hose, Revoluzer-Gewand. Ich stehe halt einfach auf Lederhosen. Und deswegen muss man da auch ein paar mehr haben. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn übrigens. Auch keine Werbung, verlinke ich euch unten, weil es da einfach die coolsten Bestickungen gibt, die ihr euch nur so vorstellen könnt. Klar gab es bei mir auch mal eine Zeit, wo ich Lederhosen blöd fand, wo ich mir gedacht habe, Lederhose, oh, so bieder und altbacken und bayerisch und lauter
lauter komische Trachtler und so weiter, aber es ist nicht so, sondern die Trachtenlederhose und die Revoluzer-Quant-Lederhose, das überschneidet sich natürlich, aber wir reden über das Revoluzer-Quant. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so die ganzen bayerischen Volkshelden haben alle Lederhosen angehabt. Ein bisschen mehr bestickt, ein bisschen weniger bestickt. Und die werden wir auch so ein bisschen heute durchgehen. Die haben sich alle in Lederhosen ablichten lassen, also malen lassen. Und haben die halt zum Trotz aller getragen und gezeigt, schaut's mal her, Revolution in unserer kurzen Krachledernen. Ja, also nicht immer Blasmusi und Langweil, sondern Power, Revolution, traditionsbewusst. Passt auf das auf, was ihr habt, damit ihr nicht alles verliert und dann alles irgendwie so in dem gleichen Brei irgendwann untergeht. Der Gauner, der Stravanzer, der Revoluzer, der Volkshelden, das ist die Lederhosen, da ist der Ursprung. Und genau das tragen wir jetzt auch weiter in die Welt hinaus, damit jeder weiß, hier, das ist jetzt nicht einfach nur was Altbackenes aus Bayern, Bierbauch und Blasmusik, sondern das hier ist ein Stück Kulturgut, das sich weiterentwickelt. Das kriegt gerade ein neues Leben eingehaucht. Das wacht wieder auf, die ganze Revolution wacht wieder auf. Ja? Beschützt eure Traditionen, eure Heimat, eure schönen Berge, eure Flüsse, eure Schlösser, alles. Also die bayerische Lederhosen, ursprünglich ein Arbeitsquant, eine Multifunktionshose, wo man sich seinen Dreck auf die Oberschenkel geschmiert hat, wo man einfach gesagt hat, okay, ich brauche ein schweres Leder, damit ich den Huf vom Pferd zwischen die Beine zum Beschlagen nehmen kann. Das ist natürlich so, die Bauern, die auf dem Feld draußen gearbeitet haben, die haben wahrscheinlich die Lederhose eher nicht angehabt. Das ist schon richtig. Aber alle Handwerksberufe, wo so richtig Material geschunden wird, da haben sie Lederhosen gebraucht. Und da kommt auch der Stick her. Der Stick, da erzählen solche in den Trachtenläden immer allen möglichen Quatsch und das meiste ist Schmarrn und wie es eingeführt und wo es herkommt und so. Ihr dürft es nicht verwechseln, Tracht und Revoluzerquant. Also der Stick, früher hat man natürlich dann die Oberschenkel, die hat man dann geschunden, die waren halt dann irgendwann durchgewetzt. Man sieht es auch, die werden halt hier speckig. Und wenn die geschunden waren, dann hat man mit einem richtig groben Faden, ja hier sieht man es, der ist ein bisschen gröber, dann hat man mit einem richtig groben Faden, hat man die Oberschenkel aufgearbeitet und hat die praktisch aufgedoppelt und Material drüber gelegt, dass die wieder richtig dick waren. Und es war natürlich kein schöner Stick, da war nichts Besonderes, sondern das war halt einfach zickzack drüber gestickt, damit halt hier einfach Material ist. Und so war es halt, dass halt einfach die Lederhosen dann zur Identität von Bayern, vom Handwerk, von den ganzen Wulden, die sich gegen den Adel und gegen die Kirche aufgelehnt haben, zum Revoluzer- und Freiheitskämpferquant geworden ist. Also die echten Widerspenstigen halt. Kommen wir zum nächsten spannenden Punkt. Krachlederne. Viele haben sich wahrscheinlich schon mal überlegt, woher kommt denn Krachlederne? Dann erzählen so in den Trachtenvereinen und in den Trachtengeschäften, ja, das kommt, wenn man sich auf die Oberschenkel haut beim Schuhplatteln und dann kracht es total. Das stimmt aber nicht. Das Wort krachtig, das ist von den Niederlanden bis hoch in die Alpen, ist es früher ein altgermanisches Wort gewesen. Stark, kräftig, potent und vieles mehr. Das war die wirkliche altgermanische Bedeutung von diesem Wort. Ich habe hier mal einen Satz aus dem alten Buch rausgesucht, den muss ich leider vorlesen, weil mein Niederländisch natürlich ein bisschen eingerostet ist. Werden die Niederländer wahrscheinlich alle lachen. Haar, houding, selbstbewusst, krachtig, was so viel bedeutet wie ihr Auftreten ist selbstbewusst und stark. Ja, aus dem hohen Norden und tief aus dem Süden. Krachtige Wadeln, Hodashodapur. Das heißt so viel, der junge Kerl hat schon sehr kräftige Unterschenkel. Also die Krachlederne ist die stabile Hose. Vom Wortstamm krachtig. Krachtig wie machtig. Also hier, ich habe ja noch die Übersetzung ins Neudeutsche. Stark, kraftvoll, kräftig, mächtig, leistungsfähig, nachdrücklich, potent, energisch, entschieden, entschlossen, wirksam und robust. Also was trifft denn besser auf eine Lederhosen, oder? Fangen wir mal an, so mit ein paar Berühmtheiten. Der Balthasar Riesenberger oder auch Meyer. Also Balthasar Meyer und der Riesenberger ist ja natürlich wesentlich bekannter. Das ist der Schmied von Kochel. Über den Namen sind bestimmt schon mal die ein oder anderen gestolpert. Ein ganz wichtiger Freiheitskämpfer aus dem bayerischen Raum. Immer mit der Keule, der bayerischen Flagge und der Lederhose oder seinem Schmiedschurz wird der dargestellt. Blendet euch da mal verschiedene Denkmäler ein, da seht ihr das dann gleich. Ja, der Balthasar. Und immer hochgekrempelte Hemdsärmel,
Die Nacht zum 25. Dezember 1705 in Sendling bei München, die Sendlinger Mordnacht. Da kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere die Geschichte schon. Und da war es halt einfach so, dass der Schmied von Kochel, schon immer ein wichtiger Soldat, im bayerischen Heer ist er gewesen, an der Seite vom bayerischen Kurfürsten gegen die Türken in Wien gekämpft hat und an vorderster Front im Sturm auf Belgrad soll er auch dabei gewesen sein. Man weiß es nicht, ob das eine mystische Figur ist oder ob das alles wahr ist, aber das ist halt immer so, gell? Ein treuer Bayer. Das Finale war halt dann natürlich am Roten Turm drin in München am Isartor. Da hat er dann gesagt, lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben. Also wir bewegen uns jetzt mit den Helden gerade so ums 17. Jahrhundert rum. Da gab es natürlich noch einen Franz Xaver Bobinger, der Wilderer und Räuberhauptmann, auch eine sagenumwogene bayerische Figur. Also vielleicht mache ich über jeden Einzelnen noch mal ein extra Video, weil das alles hier reinzupacken, das wäre halt wirklich extrem viel. Aber dass ihr mal so die wichtigsten Namen gehört habt, dann könnt ihr ein bisschen googeln und dann findet ihr wahrscheinlich richtig viele coole Geschichten darüber. Ja, über einen Räuberhauptmann, einen Wilderer, Schmuggler, alles war er. Und hat sich und seine Familie und das Volk mit Material versorgt, die sich die Leute normalerweise nicht mehr leisten können, weil der Adel natürlich den Hahn extrem zugedreht hat und die Gürtel extrem eng geschnallt werden mussten. War halt immer versteckt in irgendwelchen Höhlen mit seiner ganzen Räuberbande. Also das ist praktisch Alibaba und die 40 Räuber auf Bayerisch, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Zum Schluss ist er natürlich gefangen worden, hingerichtet worden und ist natürlich dann als Volksheld ist er gestorben. 1770 sollte man vielleicht noch dazu sagen. Jetzt entwickelt sich das so und wir wandern jetzt so ein bisschen durch die Geschichte bis heute. Dann gab es natürlich Matthias Klostermeier, einen bayerischen Hirsel. Natürlich auch Räuber und Wilderer, klar. Waren sie alle zu der Zeit. Die der Revolution gegen die Obrigkeit, gegen den Adel, gegen die das Volk und die einfachen Handwerker und Bauern geknechtet haben. Als Symbol gegen die Tyrannei damals. Lederhosen, dreckig, nicht wie der Adel, sauber und gebürstelt. Das hat ihn auch wieder zu einem Volkshelden gemacht. Er ist natürlich dann auch wieder gefangen worden. Dann ist er auch wieder hingerichtet worden. Widerstand gegen die soziale Ungerechtigkeit und die Tyrannei durch den Adel. Ja, und damit ist der Hirsel praktisch zu einem wichtigen Bestandteil der bayerischen Folklore geworden. Dann gibt es einen, der noch ganz wichtig ist, natürlich der Heigl. Der Michael Heigl, der bayerische Robin Hood. Natürlich auch ein Räuber. Hat auch von den Armen genommen, hat es den Reichen gegeben. Na, genau umgekehrt natürlich. Er war anscheinend extrem schlau und extrem gefürchtet, war eine eindrucksvolle Figur und ist halt natürlich dann auch irgendwann gefasst worden. Dann gab es lebenslange Haft und dann ist er in Straubing gestorben. Da, wo keiner sterben mag. Ja, und dann wären wir schon so 1850 angekommen und da kommen wir dann zu einem Schlüsselmoment von der bayerischen Revoluzer Lederhosen. Da hat der Adel dann angefangen, das was ich euch am Anfang schon gesagt habe, die Lederhosen für sich zu entdecken. Und hat daraus eine Jagdtracht gemacht im Endeffekt. Hat seine Kniebundhose durch eine Kniebund-Lederhose ersetzt aus Hirsch, weil Hirsch ganz besonders war und ganz weich war und ganz selten war, also für die Adeligen. Und das war mit einem mächtigen Geweih, wenn man das dann hergezeigt hat, dann hat er gesagt, ja, schau mal her, was ich für einen Wahnsinns-Naturbursche bin, ich der kleine Adelige und kann jetzt halt hier mit dem riesen Geweih, das habe ich selber gejagt und habe ihn selber, was auch immer, ausgenommen, gehäutet und gefressen. Und dann haben sie sich eine schöne Lederhosen draus gemacht. Und das hat natürlich dann ganz vielen aus dem Volk, Bauern, Handwerkern missfallen, weil sie gedacht haben, Wild und Wald gehört dem Volk und gehört nicht dem Adel. Alle mussten hungern und der Adel hat sich praktisch alles aus dem Wald gezogen, hat überall seinen Teil verlangt, hat seinen Zehnten einkassiert. Dann haben sie sich gedacht, wir lassen das Wildern nicht, weil ich verzichte nicht auf Fleisch, das uns zusteht. Also so war halt die Meinung damals. Dann hat sich halt jeder angefangen, aus seinem Hirsch, der halt meistens für viele Familien über viele Wochen gereicht hat, um die mit Fleisch zu versorgen. Aus der Haut hat er sich dann eine Lederhosen gemacht. Und mit der ist er dann auch aufmarschiert und hat die hergezeigt und hat gezeigt, wie dreckig die ist. Hat seine Finger hingeschmiert und hat gesagt, so Adel, schau her, mir sind die wirklichen Naturburschen. Nicht ihr, wo er so ein bisschen zum Posen in den Wald rausgeht, sondern wir sind die Wilden, wir sind die Revoluzer, wir sind die echten Widerspenstigen. Wir haben Lederhosen, weil wir es brauchen und weil wir es können. Und die Rechtsprechung war halt so, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn du nicht bei frischer Tat ertappt worden bist beim Wildern,
dann konnte man dir die Wilderei nicht nachweisen. Und deswegen war das besonders schön, wenn die dann eine Hirschlederne anhatten und keiner konnte was tun. Früher hat man halt dem Viech einen Vorderlauf abgeschnitten und hat den Vorderlauf dann auf einen Baumstumpf gelegt und hat so die Adeligen und die Jäger geärgert. Teilweise macht man das halt auch noch. Und so kam es halt, dass der Weidler und der Wilderer und der bayerische Handwerker sich als Revoluzer ein Revoluzergewand angezogen haben. Und das war die bayerische Lederhosen. Ja, und die Arbeitskleidung, die wurde halt dann zu einem Symbol von Unabhängigkeit und Freiheit. Und man hat einfach die immer öfter getragen und auch mit Stolz hergezeigt. Es wurde halt ein Symbol für Unabhängigkeit und Stärke. Und so ging halt der Feldzug von der Lederhosen als Revoluzergewand weiter. 1848, Revolution, wo in vielen Teilen Europas stattfand. Da war halt die Lederhose auch ein Ausdruck von Widerstand gegen die herrschende Klasse und die ganzen Autoritäten. Die Bauern und die Arbeiter, die kämpften für ihre Rechte und Freiheiten, und Arbeitskleidung wurde zum Symbol für Unabhängigkeit und Freiheit. Natürlich hat sich auch das Erscheinungsbild von der Lederhosen extrem verändert. Revoluzergewand muss sich weiterentwickeln. Die allerersten Lederhosen, die waren ziemlich hell. Ich habe hier eine sehr schöne helle Lederhose dabei. Da schaut sich das an. Die waren praktisch unbehandelt und sind halt dann von selber dunkel geworden. Die weiß-graue Farbe, die wurde halt mit Blauholz, wurde die dunkel gefärbt, dann waren die fast schwarz. Also nicht so dunkel wie die hier natürlich, aber viel dunkler. Und dann hat sich erst entwickelt, dass so Lederhosen, als die dann salonfähiger geworden sind, dass die dann ein richtig schönes Braun bekommen haben. Und es hat sich halt immer wieder geändert und weiterentwickelt. Dann gab es eine Zeit mit Hosenträgern, dann gab es eine Zeit ohne Hosenträger, dann hat es praktisch da vorne noch so einen Brustlatz gehabt, der wunderschön bestickt war mit Familienzeichen, wenn man dann praktisch auf irgendwelche Festeln oder später dann in die Kirche gehen wollte. Komme ich auch gleich dazu, weil die Kirche, die hatte nämlich ein richtiges Problem mit der kurzen Lederhose, mit den unzüchtigen Wadeln und nackten Knien. Was gibt's sexuell Ansprechenderes? Ja, das hat die Kirche natürlich extrem gestört, und dann gab es da auch einen Kampf gegen die nächste Autorität. Komme ich aber gleich dazu. Jedes Dorf hatte sein eigenes Muster dann irgendwann einmal, aber noch ein bisschen später. Da ist noch ein kleines bisschen hin. Auf unserem Zeitstrahl, 1850 waren wir gerade, kommen wir zum nächsten Volkshelden. Ganz ein wichtiger, der Jännerwein, der Georg Jännerwein. Auch ein berühmter Wilderer. Der Girgel war natürlich ursprünglich Jäger und Holzfäller. Durch die strengen Forstgesetze ist er halt dann mehr oder weniger zum Wildern gezwungen gewesen, war dann auch noch verliebt, unglücklich. Und dann war es halt so, am Leonhardi-Tag am 6. November 1877 ging dann der Jännerwein auf seinem Weg von Schliersee nach Bad Tölz, hat er sich gemacht und kam halt in Bad Tölz nie an. Und das alles aus unglücklicher Liebe, gell? Hat natürlich seine Überreste dann gefunden, die müssen ziemlich furchtbar ausgeschaut haben. Also da gibt es genaue Beschreibungen. Wenn es euch das interessiert, dann googelt es einfach einmal nach einem Georg Jännerwein. Am Anfang hieß es, er hat Selbstmord gemacht, und das hat man dann aber relativ schnell gesehen von der Einschussrichtung, dass das kein Selbstmord gewesen sein kann. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Jagdgehilfe Johann Pföderl ihn anscheinend von hinten erwischt hat. Und der war auch noch zufällig der sich ins gleiche Mädel verliebt hat. Also war das wahrscheinlich mehr so eine feige Racheaktion. Und dann musste er leider unglücklich verliebt auch noch sein Leben lassen. Ja, der Jännerwein. Und so ist er auch zum Volkshelden geworden, weil er natürlich auch wieder das Volk und seine Familie und alle mit frischem Fleisch versorgt hat, die sich nicht leisten konnten, weil sie vom Adel so geknechtet wurden. Ja, die königlichen Förster haben den Jännerwein dann den Garaus gemacht. Dann gibt es Geschichten über sein Grabkreuz, das am Schliersee steht und gar nicht das echte Grabkreuz ist, weil sie den ein paar Mal verlegt haben, weil keiner halt neben einem Wilderer beerdigt sein wollte, und zum Schluss hat man halt dann irgendwann nicht mehr gewusst, wo er eigentlich wirklich liegt, und wer genau aufpasst und auf den Friedhof hinausgeht, der muss mal die Augen offen halten, weil da gibt es eine kleine Friedhofsmauer und da legen die Leute dann Patronenhülsen hin als Andenken an den Jännerwein, und wenn ihr das findet, dann wisst ihr auch ungefähr, wo er in Wirklichkeit beerdigt ist. Dann müssen wir unbedingt, weil wir ja gerade noch 1800 sowieso sind, 1875, um genau zu sein, geht es noch um einen Franz von Kneißl. Der Räuber Kneißl. Hier, das ist die Räuber Kneißl Hose, meine allererste.
auch ein ganz besonderer. Da könnte ich wieder Geschichte erzählen, stundenlang, weil der Räuber Kneißl nämlich auch wieder so eine Art bayerischer Robin Hood war. Also wir haben einen richtigen Haufen Robin Hoods, gell, die einfach die Familie und alle mit der Wilderei versorgen und gegen den Adel sich auflehnen und gegen die Obrigkeiten und gegen alles, was ihnen gerade so ein bisschen quer kommt. Da haben die Bayern schon echt eine lange, lange Reise hinter sich. Kurz noch zu seinem Finale. Das war dann 15. September 1901. Da wurde der Kneißl dann von der Polizei in Rosenheim festgenommen. Und während des Gerichtsprozesses hat er dann versucht zu fliehen. Das hat er halt nicht geschafft. Und das war dann auch genau die Zeit, wo die aufsässigen Bayern dann beschlossen haben, wir waren ja auch sehr gläubig, sonntags in die Kirche, dass man mit seinem Revoluzer- und Trachtengewand, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, auch in die Kirche geht am Sonntag, dass man sich rausputzt, dass man mit seinem Charivari und seinen Münzen und zeigt, wer man ist und seine wilde Lederwix, seine Trachtenhose, seine Krachlederne, dass man die dann natürlich auch in der Kirche herzeigt. Und wenn man einen besonders schönen Hirsch geschossen hat, dann hat man sich den auch auf die Oberschenkel sticken lassen. Die Kirche fand das natürlich nicht so toll. Die fand ja Tracht und Tradition sowieso nicht toll. Und hat sich auch immer wieder dann alles Mögliche angeeignet und vermischt, damit man dann so verschiedene Bräuche und verschiedene Feiertage so unausweichlich praktisch überspült hat, damit man sie den Leuten eigentlich nicht weggenommen hat, aber man hat sie dann so langsam christifiziert. Und das hat ja die Kirche schon immer gut können, dass sie dann verschiedene Sachen einkassiert, verschiedene Bräuche und verschiedene was auch immer. Ich mag da nicht zu weit ausschweifen, sonst wird das wieder... Also es war tatsächlich dann bei Strafe verboten, mit der Lederhosen in die Kirche zu gehen. Weil man nackte Knie und nackte Wadeln, selbst wenn es dann irgendwelche großen langen Strümpfe oder Wadelwärmer, also Lorferl angehabt hast, dann wollte die Kirche das nicht. Es war mit Maibaum genau das Gleiche, weil die Kirche auch gesagt hat, Maibaum um gar keinen Fall. Was ist denn das für ein Phallus-Symbol hier in der Mitte von unserem Dorf? Unmöglich. Und irgendwann hat sich das natürlich geändert, weil in Bayern die Leute und die Revoluzerdichte doch sehr hoch ist. Und weil der Obrigkeit dann nichts anderes übrig blieb, als bei verschiedenen Sachen extrem zurückzurudern. Also die Bayern halt als robustes, krisenerprobtes und ungewollte Obrigkeit ertragendes Volk wurden halt dann alle Traditionen und Freiheiten irgendwann zurückerobert. Und seitdem stehen auch riesengroße, weiß-blau bemalte Phallus-Symbole auf unseren Dorfplätzen. Also noch im Ersten Weltkrieg spielte tatsächlich die bayerische Lederhosen eine große Rolle als Revoluzer- und Freiheitskämpfergewand. In der Zeit, in der Uniformen und Militärkleidung allgegenwärtig waren, standen die Bayern halt in der Lederhosen für Ablehnung von Krieg und Gewalt und die Bewahrung der eigenen kulturellen Identität und Freiheit, also eine robuste Multifunktionskleidung, die Krisen und Feinden standhält. Ja, und zack waren halt dann die 30er Jahre da. Und die 30er Jahre, das war so ein Rieseneinschnitt, wo man dann sagen kann, jetzt hat jemand mit Gewalt versucht, aus der bayerischen Revoluzer-Lederhosen Tracht zu machen. Das ganze bayerische Leben, die Alpen, die Dirndl, die Kleidung, dieses ganze Unkomplizierte wurde halt bis zum Erbrechen dann romantisiert. Und überall wurde es nach außen getragen. Eine riesen Marketingkampagne startete. Urlaub in Bayern und wunderschöne Berge und das Alpenvorland und so weiter. Man hat sich das natürlich dann zunutze gemacht und dann jeder wollte nach Bayern, wollte sich das anschauen, wollte Urlaub in den Bergen machen, wollten eine Lederhosen haben. Alle haben sich Dirndl und ähnliches Gewand gekauft, bayerischen Schmuck, irgendwelche Knochenhörndeln, irgendwelche Hufnagel, Schmuck, Amulette, haben aber eigentlich überhaupt nicht verstanden, was da so dahinter steckt. Und es wurde halt dann leider versucht, aus tief bayerischen Traditionen ein allgemeines deutsches Symbol zu schaffen. Und da war es halt dann auch so, von den 30er Jahren zu die 40er Jahre, ist es ja nicht mehr lang hin, hat uns Adolf natürlich dann auch sich immer mit Lederhosen ablichten lassen und hat das extrem nach außen getragen, dieses bayerische Kulturgut. Das fleißige deutsche Volk wurde dann heroisch immer in der bayerischen Lederhose dargestellt. Ganz Deutschland trug praktisch plötzlich auf Propagandaplakaten bayerische Tracht. Und in Wirklichkeit war es aber so, dass gerade in Bayern so eine extreme Ablehnung
dem Nationalsozialismus aufgekeimt ist. Also wahrscheinlich auch der berühmteste Widerstand zu der damaligen Zeit überhaupt, von dem heutzutage kaum irgendjemand mehr redet. Der Widerstand, der gipfelte halt natürlich dann, als sich Hunderte von Bayern, viele aus bürgerlich-konservativem Milieu, spontan den Aufstand gegen das NS-Regime anschlossen. Das muss ich hier mitlesen. Nachdem sie nämlich am 28. April 1945 Radioaufrufe der Widerstandsgruppe Freiheitsaktion Bayern gehört haben. Es war ein richtig wilder Aufstand, weil es nämlich so war, dass die extrem verfolgt worden sind von den Nazis, die auch dafür gesorgt haben, dass da keiner übrig geblieben ist, um es mal harmlos auszudrücken. Also die 40er Jahre, die haben sich das natürlich extrem zu Nutzen gemacht, weil natürlich, was gibt es denn Symbolischeres als die Traditionen aus Bayern? Und es wurde halt dann auf ganz Deutschland ausgeknetet und die Amis meinen ja heute immer noch, dass ganz Deutschland läuft in der Lederhosen rum, in der bayerischen. Dann kamen die 50er und 60er Jahre und da erlebte die Lederhose, die bayerische Trachtenlederhose, tatsächlich so eine richtige kleine Revolution. Und deswegen ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass wenn man jetzt so Retro-50-Sachen sieht, die plötzlich mit der ganzen Tracht- und Lederhosengeschichte vermischt. Also es ist praktisch alles andere als ein Stilbruch, wenn man jetzt auf einer Lederhosen praktisch Symbole der 50er und 60er Jahre drauf hat. Weil die Lederhose in der Zeit einen unglaublichen Aufschwung hatte. Es wurde natürlich dann auch wieder vergessen, verdrängt, wie auch immer. Ja, und wie soll es anders sein? Auch die 70er Jahre kamen ohne die Lederhose gar nicht aus. Da entwickelte sich natürlich viel, gerade in der Musik, gerade in der Mode, überall. Durch diesen Endzeitcharme, dieses Apokalyptische mit den Knochen, mit den Haaren, mit den schweren Ketten, mit den kleinen Schädeln von irgendwelchen Tieren, mit dem Charivari allgemein, mit den Sargnägeln, mit irgendwelchen Schutzsymbolen und alten Hexenzeichen und so weiter, ist es naheliegend gewesen, dass sich diese Endzeitfilme aus den 70er Jahren natürlich auch diesem ganzen bayerischen Trachtenzeug oder Revoluzerzeug angenommen haben und es nicht verwunderlich ist, dass in manchen Filmen, zum Beispiel in Mark 13, da haben die bösen Cyberpunks, damals hieß es ja noch nicht Cyberpunk, keine Ahnung, wie es damals hieß, also auf jeden Fall diese Endzeit, so wie Mad Max auch, da haben die plötzlich bayerische Lederhosen und Charivari angehabt. Und die Leute, die halt nichts mit Bayern zu tun haben, die wissen auch gar nicht, wo das herkommt. Die denken sich nur, ja krass, was hat denn der für eine coole, schwere, abgefieselte Lederhose an? Es gibt sogar einen Film, da spielt der Lemmy von Motorhead mit. Da hat er eine Kordweste an und eine bayerische kurze Lederhose auf den Oberschenkeln, total krass bestickt, auch mit lauter schweren Ketten und mit lauter Zeug rumhängen. Und die wenigsten verstehen, dass er da eigentlich eine bayerische Tracht trägt. Also immer die Revoluzer, die Engstirnigen mit Power gegen das Establishment, gegen die Obrigkeit. Knochen, Fell, ganz nach dem Träger halt. Das Gefühl zu vermitteln, dass die Lederhose und ihre Patina und das Charivari natürlich eine alte, wilde, unbeugsame Geschichte zu erzählen hat. Und heute spiegelt halt die bayerische Lederhose natürlich auch diesen alten Geist der Revoluzer und Freiheitskämpfer wider. Man zieht die an, um zu zeigen, schau her, bodenständig, ich lasse mir nichts gefallen, meist konservativ festgefressene bayerische Kultur beeinflusst auf einmal die ganze Jugend. Das Wiederentdecken von Gebräuchen und alter bayerischer Tradition. Ja. Also eine Art Custom Culture der Werte und Traditionen. Und auch die bayerische Musik hat sich natürlich weiterentwickelt. Es geht nicht mehr um Blasmusik und Zitherspielen. Klar, ist das alles irgendwo zur richtigen Zeit auch ganz cool. Aber es gibt auch richtig brachiale, wilde bayerische Musik. Im Anschluss habe ich euch ja versprochen, jetzt mein Video. Ja, Hatzpack, 20 Jahre. Wilde Texte, wilde Musik. Kauft kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Holt euch eine Hose, eine robuste Lederhose, die euren widerspenstigen Geist widerspiegelt, die euer Leben lang hält, die euch begleitet wie ein treuer Freund. Viel Spaß beim Video.
durch Feuer, Sturm und Drang. Viele sagten uns, hier bleiben wir nicht lang. Gekommen sind wir, um zu bleiben. Anfangs eher Spott und amüsierter Unverstand. Wer soll denn tragen dieses lächerliche Quant? Für manch einen war's sogar eine riesengroße Schand. Unbeirrt und starrsinnig in den Impuls verrannt, wurde dieser jedoch meistens eher verkannt. Es gab Zeiten, da sah man kein Land und auch die Hoffnung war abgebrannt. Ist die Nacht am schwärzesten kurz vor Dämmerstunde, waren wir dann doch bei einigen in deren Munde. Begeistert und auch von unserem Ideal erfasst, drauf geschissen, ob sie irgendeiner hasst. Selbstbewusst, ja, Pui Teufel, das sind wir. Ein Hoch auf euch, wir erheben unser Bier. Ohne eure Seelen wär wohl nix passiert, unser Gedanke nur kläglich krepiert. Unsere Hochachtung und Respekt an euch da draußen. Wir geben weiter unser Bestes, bleibt treu und verbunden. Dann sind die nächsten 2 Dekaden leicht überwunden. Vor allem bleibt im Geiste weiter fröhlich unbequem. Dann freut sich auch das so geliebte Herrschaftssystem. Für und auf euch! Hatzpack! Hatzpack! Meinen Nüstern weit aufgeblasen, Symbol für Furor und Groll, herausgefordert von Gleichmachern und Luftgewichten. Jetzt aber heißt es, sich rasch geistig zu postieren, das verballgewetzte Bajonett mit vollem Ungestüm zu positionieren, mein Mitbringsel. Ein tief schwingender Schnitt, brennender Hader, wir sind lange noch nicht quitt. Welch entzückendes Scharmützel, dein über mich erbrochenes Wort, gleich doch versuchtem zerebralem Mord, kein wirklicher Affront, saudummes Gepolter, stumpfe Laute, ein unbeweglicher Blick, der Hürtstamm besticht mit gähnender Flaute und ohne geistigen Schick kontrolliert, mein Grantig verbal filetiert, den Monolog gibt's auf die Goschen, Schluss ist mit guter Laune, Terror und dem debilen Frohgeseier. Gutes Futter für die Geier. Hatzpack auf das Leben, manche haben's einfach vergessen. Sie sind täglich nur am Messen, besser, schneller, mehr, mehr, mehr und belanglos optimiert. Als ob es wirklich irgendeinen mit Hirn und Verstand interessiert. Man kriegt einfach nur das große Kotzen und eigentlich sollte man manchen einen zärtlich fotzen. Wacht doch auf und erkennt den Großteil eures Daseins. Habt ihr jetzt endlich schon verpennt? Was gibt es alles zu erproben und entdecken? Man muss doch total brennen, ohne das Ergebnis vorher schon zu kennen. So soll es doch sein. Tanzen ohne Netz ist halt auch nicht für jedermann. Immer auf der Reise mit vielleicht dem Ergebnis ein wenig mehr weise. Solange halt ich hin den Knochenmann. Trink mit ihm und trink's hinaus. Vielleicht springen noch 10 Jahre raus. Am Ende stürzen alle in denselben Staub und spätestens dann ist klar, der Tod ist ein Idiot. Euer Bundel Kaspar.